Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute wollen wir wieder mal etwas basteln für unser Lavendel-Journal. Und zwar habe ich mir da etwas ausgedacht. Ich habe von diesen Kuverts hier, so einfach ganz normale, was ist das, A5 Kuvert. Und aus denen habe ich hier so ein hübsches Täschchen gemacht, wo ich dann gerne so auf dieser Seite möchte ins Journal reinkleben auf einer Seite. Selbstverständlich könnte man das auch einfach reinlegen. Dann kann man es nämlich auch so brauchen als ganzes Täschchen. Ich kann es dann zufalten. Und dann kann man so etwas Grosses rein tun. Aber ich habe gedacht, ich möchte es gerne einfach so ins Journal reinkleben, dass ich hier einfach nur so in einen Falt habe zum Aufmachen, wie ein Kärtchen. Und dann hier ein kleines Täschchen und hier etwas zum draufschreiben. So, das ist der Plan. Vorne drauf habe ich es so mit so kleinen Schablönen ein bisschen verziert. Und hier haben wir ein Kleberli, das heisst, es sind zwei Kleberli. So eins und so eins. Das schneiden wir dann aus und kleben das so dann aufeinander drauf. Dann haben wir so ein wunderbares Bilderräumchen. Und natürlich noch ein bisschen Stempeln darf nicht fehlen. Hier habe ich ein Papier genommen, das ich hier von einem Blöckchen habe, aus dem Vater. Ich habe es aber aus der Brockenstube. Mit so handgeschöpftem Papier, mit so wunderschönen Blümchen und Gräschen und Zeug und Sachen drin. Das habe ich mir hier einfach reingeklebt. Dann sieht das noch ein bisschen edler aus. So, also, aber ich glaube, wir fangen doch jetzt einfach mal an. Und zwar tue ich das hier mal zusammenfalten. So, jetzt noch nicht bis ganz oben, sondern ein bisschen so, dass das dann auch sicher einander nicht in die Quere kommt beim Zumachen. Einmal so. Und wieso hat das da so einen blöden Knick? Ich weiß es nicht. So, was ist da los? Ist aber nicht etwas drin, oder? Nein. Keine Ahnung. Einfach ein bisschen verbogen gewesen. So. Und dann würde ich sagen, tue ich das ein bisschen inken und mache dann das schöne Muster mit den Schablonen drauf. Ich habe mir hier zwei Farben ausgesucht. Für das hier habe ich die Farbe genommen, die wir in unserem ganzen Lavendel-Journal benutzt haben. Aber ich habe gefunden, ja, ich möchte gerne noch ein bisschen auflockern. Ich habe mir da das Hellblau rausgesucht und ich denke schon, dass das wird eher so ein bisschen grünlich werden. Aber grün ist ja schliesslich auch gerade gut. Wir haben ja hier auch grün. Ja, mal schauen, wie es so rauskommt. Und das andere wäre so ein helleres Rosa. Und dann habe ich hier habe ich ein Rädchen und vom Blauen. Ja, vom Blauen finde ich jetzt gerade keins, dann nehme ich halt einfach das andere Blaue. So. Ah, genau, was mir jetzt auch noch gerade aufgefallen ist, da habe ich das Papier hier ein bisschen abgeschnitten, dass das da nicht so blöd umeinander flattert. So, natürlich könnte man auch das abnehmen und da irgendein anderes schönes Rändchen drauf kleben. Das wäre natürlich auch noch eine schöne Möglichkeit. Irgendein ein Bändchen oder so. Oh nein, schau. Ich mache wieder das Seich. Geh da weg da. Das sieht mir jetzt nicht so gut.
Ich habe das Gleiche aber noch in Oxide. Und ich nehme an, das kommt ein bisschen besser. Oh ja. Weil das halt ein bisschen deckender ist. So, gut, also jetzt kommt hier als erstes die Schablone drauf. Und ich nehme da so ein Blümchen. Schauen, dass die da ein bisschen sauber sind. Da, also. Dann mache ich doch hier genau auch eins in die Mitte. Und da habe ich auch aussen rum noch ein bisschen geinkt. Aha, nein, nicht mit dem, sondern mit dem Bürsteli. Das ist einfach jetzt so ein normales Kosmetikbürsteli. Auch die hier, das weiß ich nicht. So, und dann machen wir jetzt auch das Rändchen rundherum noch ein bisschen. Das sieht doch super aus. Oh ja, hübsch. Jetzt hier ist ein bisschen wenig Farbe gekommen, aber das können wir beheben. Das ist recht ein einfaches Müsterli. Aha, nein, warte jetzt. So. So, gehen wir einfach noch einmal drüber. Oh ja, jetzt habe ich sicher genug. Jawohl, hübsch. Oh, schön. So, und dann nehme ich hier einfach gerade die Ecke mit. Da mache ich es jetzt aber ohne den Rand. So. So, da ist gleich ein bisschen Rand gekommen, aber das macht nichts. Das macht nichts. So. Und da gehe ich jetzt gerade bis da drüber raus. Und dann schnell ein bisschen trocknen, bevor ich es zuklappe. So, dann mache ich es zu. Und so, dann tue ich das doch noch einmal drauf. Und gehe hier noch einmal drüber. So, dann haben wir nämlich das Müsterli, wenn es zu ist und wenn es offen ist. Und dann mache ich das doch hier auch noch gerade. So, voilà. Das wäre das. So. Sehr hübsch. Und dann nehmen wir doch das Blaue noch eins. Und ich glaube, ich nehme da das da. Ja, das ist vom Schildprint. Der ist das so angemalt.
Oh ja, das sieht wahrscheinlich hübsch aus. So, voilà, also dann tun wir doch jetzt als nächstes, kleben wir das da drin rein und die Kleberli. Und ich habe gedacht, da haben wir die jetzt schon mal rausgesucht, damit das nicht ewig geht. Da das Blaue würde vielleicht, also das Blaue, die Kinder da mit diesen blauen Tüchli, die würden vielleicht da beim Rosaroten gut passen. Und die Frau, die hier noch so einen Haufen Grüns rundherum hat, die würde auch hier jetzt ins Grüne gut reinpassen. So, jetzt müssen wir aber noch schauen, dass wir hier können, das Kleberli abschneiden können. Und für das habe ich mir jetzt hier mal so einen Schreiber parat gemacht. Der hat jetzt ein bisschen einen dicken Spitz, aber der zeichnet ganz sicher. Dann tue ich mir das hier ganz gut, genau so wie ich es haben will, herheben. So, und dann auf der Hinterseite, wenn ich jetzt das, ich weiss nicht, ob man es gut sieht, wenn ich es ein bisschen ins Licht habe, schimmert das nachher durch. Und dann zeichne ich mir hier an, ein bisschen weiter aussen. Also ist jetzt, wenn ich das hier in der Luft muss haben, ist das so ein bisschen nervig. Das kann ich natürlich nicht so genau zeichnen, aber das macht auch überhaupt nichts. So. Und so. Genau. Und dann weiss ich, wo ich durchschneiden muss. Und das Gleiche machen wir doch hier auch noch gerade. Ich weiss nicht, ob ich es so soll oder ob ich dort das Mädchen abschneiden soll und nur die zwei. Ich glaube, ich mache es so, weil der Rahmen ist so, sieht man, dass er, oder, wie soll ich sagen, er ist nicht gemacht für so, weil das da nicht das gleiche ist wie das da. Der Rahmen ist gemacht für so, also muss ich es auch den höheren Weg nehmen. Ja, no, sorry Mädchen, ich muss den abschneiden. So. Und dann da wieder noch zeichnen. Ui, man sieht es fast nicht. So. So. Sehr knapp passt das drauf. Aber ich habe jetzt ziemlich weit hingezeichnet, weil der Stift auch ein bisschen dick ist. Und ich habe jetzt so alles Schwarze abschneiden. So, mal schauen, ob ich es geschafft habe. Ja, perfekt. So, die kommen hier. So, und da passt es auch. Super, gut, dann kommt das hier drin. Dann kommt jetzt zuerst das. Und jetzt sollte das nochmal möglichst gerade sein. Und dann den Bilderrahmen drüber rein.
So, jetzt hat mir das hier genau so Blätter gegeben darunter. Mal schauen, ob ich die jetzt noch wegbekomme. Das verkratzt mir jetzt ziemlich das Kleberli, merke ich. Aber ich kann sie umschieben, die Blätterli. So, doch, es funktioniert. Mehr oder weniger. Mal schauen, ob ich das dann beim anderen ein bisschen besser schaffe. So, da sind immer noch ein paar kleine. Aber die fallen eigentlich nicht auf, so richtig. Gut, dann probieren wir das noch. Ohne Blätterli aufkleben. So, mache ich das jetzt gerade mit dem. Ja, auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie ich es beim anderen geschafft habe, dass es kein Blätterli gegeben hat. Beim ersten. Ich weiß auch nicht. Gut, also. Es sind nur so ein paar kleine, die fallen eigentlich wirklich nicht auf. So. Da aber gerade irgendwie über ihrem Gesicht. Mal das noch wegbringen. Und das auf der Nase. Das rundes Blätterli jetzt mit auf der Nase. Ja gut, immerhin besser als vorher. Seht ihr das, dass das Blätterli hat? Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, aber auf jeden Fall, wenn man so gerade drauf schaut, dann fällt es einmal völlig nicht auf. Da habe ich es wirklich geschafft, ohne Blätterli. Dafür ist es ein bisschen krumm, aber nur ganz wenig. Das fällt auch nicht auf. Ich rede mir das einfach jetzt ein. So, gut. Dann kommt jetzt das Papierli hier drauf. Das wunderschöne handgeschöpfte. Oh, halt. Oh, was ist denn das? Das ist etwas komisch, das nehme ich nicht. So. Das ist irgendwie da beim Schöpfen hat es da ganz einen komischen Falt oder irgendetwas gegeben. Das kann man dann mal für etwas anderes brauchen. So, und jetzt hier oben, dass das da nicht so komisch ausgefranselt ist, schneiden wir doch das noch ein bisschen ab. So, und da ist es gut, da macht es nichts. So, da wird das jetzt natürlich auch noch ein bisschen geinkt. Dann klemmen wir die noch drin. Für das nehme ich einfach den Leimstift. Ja, vielleicht nicht vor Leim drauf tun, macht absolut keinen Sinn. Aber hey, ist der jetzt vertrocknet oder was? Nein. So, ist gut. Hei.
So. Voilà. So, sehr hübsch. So, oh, ist das herzig. Und jetzt habe ich hier noch 2 so Blumenkränzchen drauf gestempelt. Und ich habe mir gedacht, diese Blumen, die wären noch recht herzig. Für hier in rosa. Sieht mich das denn gut? Oder verschwindet das fast ein bisschen? Ja, wir werden es herausfinden. Dann kommt hier die Blume einmal hier drauf. Ui, ja, die verschwindet ziemlich. Aber wir stempeln sie doch noch hier drauf. Da sollte man sie schon sehen. Oh ja, genau. Ja, da haut sie ein bisschen ab. Aber ich glaube, das macht nichts. Wenn ich so mit einer anderen Farbe noch drauf rumstempeln, ich glaube, das würde ein bisschen blöd aussehen. Keine Ahnung. Nein, ich finde das so gut. Dann schauen wir doch mal, was wir hier noch für ein Stempel drauf machen können. Das hier noch so gut passen. Für das hier habe ich diese Blume genommen. Hier habe ich noch so ein Bouquet. Das würde auch noch schön aussehen. So, das ist noch einfach ein bisschen ziemlich rot. Vielleicht sollte ich auch meine Stempel putzen. Aber nur vielleicht. So, wo ist da unser Blau? Ich habe fast das Gefühl, es ist irgendwie ein bisschen zu hell, nicht? Dass das fast ein bisschen untergeht. Oder dann ist der Stempel vielleicht einfach ein bisschen zu fein. Komm, wir probieren es aus. Probieren geht doch bekanntlich über Studieren. Vielleicht meine ich das nur. Doch, das ist schön. Es ist schon recht fein, aber es geht. Und ich habe das Gefühl, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen besser aussehen. So, ich muss das hier ein bisschen an tun, mehr. So, oh ja. Schön, aber ich könnte das jetzt auch noch oben auch noch machen. Ich glaube, ich würde es noch so schön finden. Aber da nicht.
So. Oh ja. Ja, das finde ich, sieht doch gut aus. Schön. So. Das sind unsere 3 Kuvertchen. Und die kann ich jetzt so in unser Journal hineinkleben. Ich finde die mega herzig. Und die kann man selbstverständlich für jede Menge andere Sachen auch noch brauchen. Ich hoffe, euch hat es auch Spass gemacht beim Zuschauen. Vielleicht hat es ein bisschen Inspiration gegeben. Und dann würde ich doch sagen, würde es mich mega freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dann. Tschüss.